Salut zusammen, das ist der Rufus und ich begrüße euch ganz herzlich zum zweiten Video in Advanced Warfare auf unserem Kanal. Und bevor wir das Video anfangen, möchte ich mich ganz herzlich bedanken für das Feedback, das ich im letzten Video bekommen habe. Und zwar ist es meistens darum gegangen, dass der Ingame-Sound viel zu laut ist. Und es ist nicht so, dass ich meine Videos nie anschaue vorher, es ist nur so, dass ich nie ganz anschaue. Das heisst, ich wähle immer etwa 4 Punkte aus dem Video und springe dann dort an, schaue schnell rein, okay, passt, passt nicht. Und anscheinend habe ich jetzt gerade 4 gute Punkte in Anführungszeichen verwünscht. Aber nachdem der Swiss als erstes das erwähnt hat, nachher natürlich noch viele andere, bin ich das ganze Video schauen. Und tatsächlich, der In-Game-Sound war wahnsinnig laut und ich viel zu leislich und gut mit dem Sony Vegas, nicht Sony Vegas, sondern Elgato Game Capture Live, da bin ich noch nicht ganz zufrieden, aber es liegt sicher an meinen Einstellungen. Aber merci vielmals, dass ihr mir das gesagt habt, weil sonst hätte ich es wahrscheinlich gar nicht gemerkt. Zu diesem Video, im Hintergrund seht ihr ein kurzes Video, ein TDM und so ein paar Sachen, die mir auffallen an dem Game, die mich noch ein bisschen stören. Und zwar, ich nehme jetzt das vorne weg, hier innen werde ich meine Killstreak erreichen. Und dann habe ich einen PS-Freeze und das ist mir jetzt in den 2 Tagen 7 Mal passiert. Gestern habe ich schnell mit dem Mr. G gespielt, 3 Spiele, 2 PS-Freeze, er einen. Das ist sehr, sehr mühsam, das müsste sie beheben, werden sie sicher, aber ja, mir wäre es recht, wenn es schon gestern gewesen wäre und nicht erst morgen. Das Zweite, ich habe gestern bei einem anderen YouTuber das Gameplay gesehen und habe gesehen, dass es dort am Anfang des Game einen Countdown gibt, so wie wir das kennen, oder? 5, 4, 3, 2, 1, los, gehen die anderen metzeln. Das habe ich da noch nie erlebt. Und ich glaube, das hängt auch mit der Verbindung zusammen. Ich bin wahnsinnig, wie soll ich sagen, enttäuscht oder ich komme wahnsinnige Probleme über, wenn ich an die Verbindung denke. Weil sonst habe ich wirklich in den anderen CODs bekomme ich meistens Host, weil ich eine richtig gute Verbindung habe. Und in diesem COD, hey, ich habe so viele Lags, so viele Sachen, die ich nicht mehr kann, gerade wieder spawnen, wahrscheinlich weil es auch laggt. Das ist wahnsinnig mühsam. Also ich weiss nicht, mich würde es wundern, die natürlich auch einen PS3 haben oder einen Xbox 360, wie geht es euch? Habt ihr auch Lag? Und das Zweite, wie sieht es aus mit der Next Gen, also PS4 oder Xbox One? Habt ihr auch noch so Lags und wie sieht die Verbindung bei euch aus? Weil ich habe gestern eben bei dem anderen YouTuber gesehen, der hat eigentlich immer super Verbindung gehabt. Seine Teammates zwar nicht, aber er immer. Und das würde mich wirklich wundern, weil mit dieser Verbindung ist es hure fucking mühsam. Dann der dritte Punkt, der mir auffällt, ist, man hat ja eigentlich, also ich habe es noch nicht gefunden, oder man hat es nicht, so ein Spezialistenpaket, sondern man hat eigentlich nur die normalen Killstreaks, oder die man halt normal hat, und die sind absolut verpfüchst. Also hier innen würde ich einen Warbird erreichen, 950 Punkte, das ist im TDM wahrscheinlich etwas um 8, 9 Kills und ein paar Assists. Das kannst du eh nicht brauchen. Also entweder dann hast du noch 20 Sekunden und wenn du ein zuerst schiessen überhitzt, dann kannst du es nachher nicht mehr brauchen. Die anderen Killstreaks sind auch verpfüchst, der Magmastrahl oder Laserstrahl, der vom Himmel kommt. Hure langsam, du siehst keinen Gegner. Ja, also jetzt der zweite Blick in der Kulisse war ein bisschen enttäuschender als der erste. Ich finde es nach wie vor ein gutes Game, aber noch viel, was sie müssten patchen, auch zum Beispiel, dass man ein bisschen mehr Waffen als gerade eine könnte brauchen. Das ist das Gameplay, ist hier glaube ich etwa fertig. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, es hat mich gefreut, dass ihr wieder da sind. Und ja, ich wünsche noch ein schönes Wochenende, genau. Und bis dann, schöne zusammen.